Du weißt aber schon, dass es heute keinen Leichenschmaus nicht gibt, gell? Ein Achtel vom Roten zum Gedenken vom Toten. Also gut, einen Wein geb ich dir heute aus. Aber die Leute vom alten Ruhrhartl Moosbauern selig, die haben kein Geld für einen Leichenschmaus. Ich hätt gern ein Schweiners mit Knädeln am Kraut. Hast du nicht zugehört? Es gibt heute nichts. Auf einer Leich gibt's auch noch was zu wissen. Aber heute nicht. Außerdem wird da sowieso bloß ums Geld gestritten. Wird auf dem Leichenschmaus gestritten und Kraft, hat's der Todi in den Himmel geschafft. Ich mach da eine saure Wurst. Die ist von gestern noch überblieben, bevor es der Sau gibt. Grüß dich, wirklich. Draußen ist kalt, ich bin jung und du bist alt. Servus, Philomena. Leo, fescher Bub, machen wir jetzt erst deine Hosen zu. Hoppala, wo du wieder hinschaust. Immer da hin, wo's Leiden am größten ist. Der Leo, der Schnuckelknecht vom Feichtelhof. Warst lang nicht mehr da? Wo ist denn die Buckler, die Trauergesellschaft? Nicht da? Hättest du was braucht? Na, von dir nicht. Vielleicht von mir? Na, von dir auch nicht. Unsere 2 Bandelgrammer hätte ich gesucht. Naja, aber dann gehe ich halt gleich wieder raus in dieses kreislige Wetter. Wenn der Nebel so dicht über Mordhaler Moos hängt, dann weiß man auch, warum die Leute glauben, es wohnen gruselige Geister im Sumpf. Magst du was trinken? Ha? Ich kann doch so einen jungen Knecht nicht einfach in den kalten Herbst rausschicken. Ich hätte auch noch ein Schweiners mit Kraut und Knädel. Was? Ich hab gemeint... Ja, du kriegst schon deine saure Wurst. Aber ich krieg nicht gerade eine Essigwurst, Rosa Moderer. Du Birschel, du darfst auch Rosal zu mir sagen. Rosal, du darfst mir also einen Braten bringen. Mit Kraut. Und einen Knädel krieg ich auch dazu. Ah, 2, wenn's du magst. Ja, wenn das so ist, dann Dann kannst du das kalten, deine aufgebrachten Knädel sind eh nicht mehr die frischesten. du Gläufe, du ha! Du pass auf, wenn du nicht so ein fescher Bursch warst, dann darf ich deine Nasenhaare jetzt so lang ausziehen, dass du das mit deinen Schuhbantel zusammenknoten kannst. Rosal. Für dich ab jetzt wieder Rosa Moderer. Moorwirtin im Mordhaler Moos. So, und jetzt mach ich der alten Gespinnerten ihr saure Wurst. Kein Schweiners. Na, Philomena, es bleibt bei der Essigwurst. Krieg ich dann wenigstens ein Bussel? Du bist zwar unser Dorfnarr, aber aufs Hirn gefallen bist du nicht. Du, soll ich dir dafür aus die Karten lesen? Vielleicht steht ja drin, wann du das nächste Mal ein Jungsdirndl busselst. Das kann ich dir schon selber sagen. Den 2 Tage drüben beim Dorffest in Rabenöd. Haha, fertig! Oha, meine Bayerin kommt durch den Nebel marschiert und ich hab die Ruhm noch nicht eingefahren. Weißt du was? Ich geh gleich hinten über den Garten hinaus. Fertig! Wer da auf dem Leichenschmaus busselt und lacht, wird nur vor Vollmond ein Weiberts umbrucht. Das hab ich jetzt aber nicht gesagt. Hey Dorfdepperl, ist der Trampel von Wirti nicht da? Der Trampi von Wirtin nicht, bloß der Trampi von Großbayerin. Dumme Gans. Ein Schweiners gibt's mit einem Knädel und einem Kraut. Dankeschön. Ich will mich ja nicht vergiften. Nicht? Schade.
erinnert mich dein Gesicht an eine Buttersemmel. Wieso an der Buttersemmel? Ich kann dir pausenlos eine schmieren. Hab ich doch richtig gehört, ha? Die Giftspritzen ist auch da. Was willst? Hey, du Großkopfer, die mit dir rede. Warum du meine Luft verpestest mit dem Eau de Toilette? Oder soll ich lieber sagen Odel-Toilette? Philomena, wie du nur in so einer mieflatten Spelunken rumsitzen kannst. Jetzt red oder verschwind. Philomena, darfst du der armen Kreatur von Moorwirtin ausrichten, dass ich mit ihr persönlich kein Wort nimmer red? Die Feichelbayerin hat gesagt, Sag dass ihr, ich bin bloß rübergekommen, weil ich ihr raten will, dass sie ihre nach Bier und Blutwurst gestängerten Finger von dem Sach lassen soll, was für mich bestimmt ist. Was für eine Sache von dir aufputzten Flietscherlwasser, Madame, kannten mich schon interessieren, ha? Mein Trauerjahr ist morgen rum. Ah, bist wieder zum Abschuss freigeben. Mein Trauerjahr ist morgen rum. Und ich will nicht, dass sie mir in die Quer kommt. Sag ihr dies. Sag einmal, haben's dir an Schwarzbränden in dein Etipetete-Café da, ha? Wo soll denn ich dir im Weg umgehen? Gut, dann muss ich deutlicher werden. Jetzt ist es ein Jahr her, seit mein lieber Kasper einen letzten Schnauferer da hat. Der Glückliche. Das heißt, ich komme mich wieder nach einem neuen Kavalier umschauen. Und du ohrschichtige Bierbanscherin, wirst mir das nicht vermasseln. Hast mich. Jetzt muss ich's. Auf dem Schusterjackel hast du das abgesehen, unseren ewigen Jung sein. Hab ich recht? Gibt's noch einen anderen Mo im Geil, der sie regelmäßig die Zähne putzt? Sie sein Schädel nicht ständig zusauft und ein eigenes Geld hat. Du gankelst ihm ja selber seit Jahren an. Aber das kannst du ab jetzt bleiben lassen. Aber am Jackel, da beißt du deine Zähne aus. Sind sie überhaupt nur deine eigenen? Wieso denn nicht? Weil's so scheppert, wenn's die Treppen runterhupfst. So. Und jetzt schwingst deinen reichen Witwenhintern zur Tür aus oder ich hau da einen von meinen Schuhen aufs Haupt, Frau Genoveva Feichtel. Gern, Frau Rosa Moderer. Gut, dass der Schusterjackel Augen im Kopf hat. Ich bin heute schon rein optisch eine ganz andere Qualität wie du. Gut, dass wir uns nicht ähnlich schauen. Sonst darf ich mir heute mein Gesicht noch zerkratzen. Ja, nur zu. Schlimmer kann's nicht werden. Verschwind! Auf dem Schusterjackel hat sie's also abgesehen. Aber die Suppen, die wäre ja versalzen. apropos Ja, Suppen, ich bring da schon deine saure Wurst. da liegt der Unheil in der Luft. Ich spür's. Man sollte sich doch nicht streiten, wenn er grad noch frisch ist. Himmelvater, der Schein ober und der Schein unter. Vereint durch alle vier sei. Das Zeichen des Vergänglichen. Wie heißt so schicksalhaft? Gibt's einen sauberen Ziefern Streit, sind die Geister nimmer weit. Bringen einem oft Gram und Not und am Ende sogar ein... Himmelvater, da sehen's noch! Nur kein Panik, Philomena. Das bin bloß ich. Schippi! Oh, so hab ich schon gemeint, der Gevater persönlich holt mich auf seine letzte Reise ab. Ich bin Totengräber und kein Schrotthändler. Wo sind denn die ganzen Trauergäste? Erbschleicher und Leichenschmarotzer. Ha? Was ist los, Bruder? Wir haben doch gerade den alten Moosbauern eingeräumt. Oder täusche ich mich? Und wie gewiss das ist? Die Erden war ganz schwer vom Ring letzte Nacht und die Klupperl sind mir bald abgefahren von der ganzen Schinterei. Ja, wo ist denn die ganze Moosbauernbagage? Bei allen schwarzen Rabengeistern. Die können doch nicht einfach das Mittagessen streichen. Schau dir die Hundlinge an.
Ganz scheinheilig stehen sie am Gottsacker, schauen zu, wie wir Graberer schuften, geben uns noch die Hand, drehen sie um und verschwinden. Ich sag's ja, wem's für einen fast 2 Meter großen Brackel vom Mo, gerade ein 1,50 große Kistenleit, das ist geizig. Ja. Wir hätten ihn ja fast gar nicht reingebracht, wenn wir nicht seine Knie angezogen und ihm wieder zusammengedrückt hätten. Ein Schweiners gibt's, mit Knädel und einem Kraut. Schau, Bruder, es gibt doch noch was für Leib und Seele. Ja, ich glaub, uns wird der Schnobbi sauber bleiben. Brauchst dich gar nicht hinsetzen, Schippi. Nimm deinen bornligen Bruder und verschwind. Du bist aber heute wieder friedhofsfreundlich, Moorwirtin. So freundlich, wie ich sein muss, zu zwei so Graberer, die kein Geld nicht haben und lästiger sind wie ein Blutegel. Philomena hat gesagt, es gibt der Schweiners mit einem Knädel. Die redet viel, wenn der Tag lang ist. Ja, aber ich hab doch so einen Mordshunger. Ha? Der alte Moosbauer, der hat ein ganz schönes Übergewicht gehabt. Sein Bierwanken, du, die hat sich sauber in meine Schulter gedrückt. Ja, und die Papa, die Sumpferden, die war halt besonders schwer. Moderin, du kannst uns doch nicht da hungern lassen. Nix gibt's. Denk an die alte Bauernregel. Gibt man am Graberer nichts zu trinken und zu essen, werden wir am Ende gar beim Eigraben vergessen. Habt ihr Geld? Das habe ich mir gedacht. Also gut, ein Bier kommt zusammen. Jeder wisst ja, wo steht. Das ist schon mal ein Anfang. Und? Ja, und ein Brot find's ja auch noch. Ja, ein Stück Käse werde ich auch noch finden. Jetzt ist aber Schluss. Ihr frisst einem ja die ganzen Haare vom Kopf. Ist das wahr? Frisst ja anderen die Leute die Haare vom Kopf. Ja, das kommt ganz auf die Haarfarbe an. Ja, braune schmecken nach Zuckerhorn und rote prickeln auf der Zunge wie ein frisch Ganserlblut. Ja, und schwarze Haare, weißt, die riechen zwar wie ein Bärentrick und kauen sie wie ein alter Kautabak, aber schmecken dan's wie schwarze Johannisbeeren mit Bitterschokolade. Bitterschokolade. Und leichte graue. Also duften dan's wie ein weiße Zuckerwatten. Recht hast. Ob die auch so auf der Zunge zergehen? Warte mal, ich hol ja mal eine Schere. Jetzt weg von meinen Haaren. Von euch geht nichts Gutes aus. Ja, vielleicht verspeist man die ja noch ganz. Wir haben schon lange keine Zachsium vom Gulasch mehr gehabt. Oh, ihr seid doch mental wie gepackt. Da hilft bloß eins. Der Gespensterfluch. Ui, schau, jetzt tut's uns verhexen. Dri, dra, da. Gleich verwandelst du in einen Kasperl. Ist die Magd mal wieder rund? War der Bauer wohl der Grund? Ein Schmarrn. Also, das mit dem Verfluchen musst du aber noch üben. He? Jetzt hab ich's. Seelen, die durch euer Streben einst verlieren einmal ihr Leben, sollen als Geister euch recht plagen, bis ihr lernt, zu entsagen. So ein Gaudi, hä? Ja, aber ein bisschen unheimlich war das jetzt schon, gell? Egal. Hauptsache, sie hat ihr Essen stehen lassen. Ja, lass mir auch noch was über. Was? Ja, ich möchte auch was abhaben. Zu spät. Du Ego. Ego ist. Ja, genau, du Ego isst mir immer alles zusammen. Also recht viel ist bei der Moorwirtin aber auch nicht mehr los. He? Die Gäste können sich was Schönes vorstellen, als sie von der Moorwirtin blöd anrennen lassen. Heutzutage muss man freundlich sein zur Kundschaft. Ja, wir sind doch auch nicht freundlich. Unsere Kundschaft ist ja schon längst tot. Philomena schon fit. Ja, die hat heute Neidschlunger, wie der Hunger die Krähe. Also, da ist jetzt euer Käse und ein bisschen Brot. Aber geben tust das mir, gell?
Ich muss noch mal fort, gell? Ja, wirklich. Servus. Und lasst's mir ja die Finger von meinem Schnaps, meinem Bier und meiner Speis. Ja, ja. Wird die Ausgeier. Was hat die jetzt gesagt? Finger weg von? Bier, Schnaps und Speis. An Wein hat's vergessen. Aber ja, Sackel Zabuzzi, wo hat die den Wein da? Schau du mal in der Küche, vielleicht steht er ja da rum. Ja, schon recht. Lauter Graffis da herunten, aber kein Wein. Ein Mahlkasten, ein Krickerl, ein Bochamperl. Ich glaube, ich habe einen Wein gefunden. Was ist denn das für einer? Ich kann doch nicht lesen. Ja, ich doch auch nicht. Was für eine Farbe hat er denn? Eine komische. Egal, nur das Flascherl leer. Also, riechen tut er noch gar nichts. Ne? Egal. Hauptsache, er steigt ins Kopferl und ich kann dann noch schlafen wie ein Toter. Da habe ich ein gutes Gefühl bei dem Trepfer. Ich glaub, der haut uns um. Also, Prost. Halt! Was spielst du, hä? Na, hast du nicht die Schulter gesehen? Ich kann zwar nicht lesen, aber das verstehe sogar ich. Ja, Sachsen, die. Das muss eine Flasche Rum von einem Piraten sein. Ja, weil es bei uns im Moorweiher auch so viel Seeräuber gibt. Du Schneescheißer Granaten, das ist ein Gift. Gift? Ja, pfundig. Wenn wir dies jetzt drungen hätten, dann hätten wir ein Problem gehabt. Das kannst du laut sagen. Jeder hätte dem anderen allein bestatten müssen. Ja. Weil dies unser größtes Problem war. Du, ich schau mal draußen im Schupfer. Vielleicht hat die Wirtin da noch einen Wein stehen. Boah. Ach, da bist. Du, ich hab nicht viel Zeit. Der Postler hat einen Brief für euch dabei gehabt und weil ihr zwar eh nicht lesen könnt, hat er gleich mir in die Hand gedruckt. Ja, Sackel Zawuzi, wir kriegen doch sonst keine Schreibereien. Ja, lies vor. Da ist er. Vom Landkreisamtlichen Bestattungsamt. Reck verreck, ruck die her. Da. An die Herren Totengräber Hans und Hannibal Sumpfler. Hannibal? Meine Mama hat gesagt, sie hat mich nach meinem Großvater genannt. Aha. Durch Amtsbeschluss müssen wir Ihnen mitteilen, dass sich das bisherige Abrechnungsverfahren für Bestattungsdienste im gesamten Regierungsbezirk geändert hat. Insoweit es eine neue Bestimmung gibt, nach der alle beschäftigten Totengräber nun nicht mehr mit einem monatlichen Festbetrag entlohnt werden können. Hä? Nicht gut. Was? Ja, ihr kriegt keinen regelmäßigen Lohn mehr. Ein Schmarrn. Ja. Zukünftig wird von Amts wegen jede durchgeführte Bestattung nur noch mit einer Pauschalsumme abgerechnet. Die dafür notwendigen Antragsformulare finden Sie ebenso in diesem Kuvert. Hochachtungsvoll Amt für Bestattungen und sonstige freudige Familienereignisse. Ihr kriegt bloß noch ein Geld, wenn wirklich eine Beerdigung stattfindet. Ihr füllt dann den Zettel da aus, legt einen Totenschein rein und dann kriegt ihr Geld. Wie viel? Nicht viel. Warte mal. Das mal 3. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Schluss der Sargnagel. Ich kann zwar weder lesen noch schreiben, aber rechnen, das kann ich gut. Wenn nicht mindestens 2 pro Monat an Geist aufgeben, ja, dann beißen der Schaufi und die auf dem trockenen Brot umeinander. Und das ohne gescheite Backenzähne. Magst du sehen? Da.
Zwei pro Monat. Das sind fast 25 im Jahr. Und wie viele Leute sind heuer schon in die bayerischen Jagdgründe eingegangen? 3 in 10 Monaten. Das ist ein Witz. Ja, das wird sich schon wieder irgendwie regeln. Ein verwester Scheißdreck wird sie regeln. Diese Rindviecher vom Amt haben doch überhaupt keine Ahnung. In der Stadt, da sterben doch viel mehr Leute. Aber bei uns im Gai, da gehen die Leute nicht so schnell einen Löffel ab. Tja, diese geschissene gute Landluft. Ja, vielleicht sterben plötzlich mehr Leute. Ja, pfundig. Ja, und wenn die Pest ausbricht, dann bin ich ein reicher Mann. Der Schaufi und ich sitzen sauber in der schwarzen Tinten. Nur mit einer Leich werden wir reich. Komm, Schippi, geh weiter. Jetzt trinkt man noch mal einen Schluck und dann schaut die Welt gleich wieder ganz anders aus. Was trinken? Wenn's du meinst, nur mit einer Leich werden wir reich. Haha, recht hast, Schippi. Lass dir deinen Humor nicht nehmen. Naja, riechen tut er noch nix. Schauen wir einmal, wie er schmeckt. Prost, Schippi. Halt! Tu das nicht. Was ist denn los? Der Seeräuber grinst nicht umsonst von der Flasche. Ja, das ist ja Gift. Ja, gut, dass du das noch gesehen hast. Keine Ursache. Ein Gift in einer Weinflasche. Ja, es hilft nichts. Ich muss wieder los. Die Feichtelbauerin will, dass ich heute noch die Ruhm einfahre. Ei. Ach, und Schippi, Kopf hoch, gestorben, wer immer. Jetzt hätte sie der Leo fast vergift. Und kein Mensch hätte es gespannt. Und dann schickt man einfach zukünftig ein Zettel ans Amt und kriegt sein Geld. Nein, Schippi, sowas tut man nicht. Man bringt keine Leitung. Obwohl, praktisch war's schon, gell? Gift, Grab, Gutschein, Geld. Wo bleibt denn jetzt mein Bruder? Der wird schauen, was denen im Amt schon wieder eingefallen ist. Ja. Hast du meinen Bruder gesehen? Schaufi! Hab ich schon wieder meine Karten liegen lassen. Die Wirtin hat einen Wein stehen lassen. Du Schippi, ja. Hey, mir Vater der Jung vom Fresser. Naja, mit einer guten Sauce und einem Stück Brot. Geh weg! Du und der Bruder, ihr schlaft doch in Serbi, tanzt über Nacht, in der Nacht über den Friedhof und grabt all die Knochen aus und spritzt damit mit Kacke. Ja, und nicht zu vergessen, dass wir uns in schwarze Raben verwandeln und die alten Weiber im Schlaf die Augen aus der Stehgang. Grach! Du bist ein Unheilsbringer. Die Feichtelbayerin sagt das auch. Feichlingerin, die sie mit dem Franzosenwasser einsprüht, weil sie sich selber nicht riechen kann. Blödsinn. Schau, ich mag ein Bier, besonders ein dunkles. Ja, ein Sauerkraut, wenn es dreimal aufgekocht ist und beim Ring wieder daheim bleiben. Ja, ich mag die Luft im März, wenn sich der kalte Winter endlich schleicht und das Frühjahr wieder reindruckt. Ich bin ganz normal. Ich bring kein Unheil nicht. Irgendwas steht ins Haus. Ich hab's doch in meine Karten gelesen. Sicher ist der Nevi da draußen schuld. Es passiert halt noch was. Ich spür's. Ich spür auch was. Ein Unglück, hab ich recht? Ich merk's, Tut mir leid, Philomena, das war ein leiser. Mistgraber, Mistschindel, Ja, das war doch bloß ein Spaß. Ja, wo ist denn mein Bruder schon wieder? Immer lauft der davon. Schippi! So, jetzt kommt nur Reischuster, Jacke Kim. Irgendwo muss ich die Schuhe hingestellt haben. Ja, kannst
musst mir's ja später rüberbringen. Ich hab in meiner Werkstatt nur Schuhe gekriegt gehört. Magst du ein Bier oder einen Wein? Ein Wein? Nein, ich mein, der Jahrgang gefällt mir nicht. Was her, da sind sie ja. Meinst, da kann man noch was machen? Ja, wegschmeißen. Gerade mit denen wollte ich jetzt aufs Dorffest gehen. Was? In deinem Alter gehst du nur aufs Dorffest? Normal, da spielen ja junge Kaibe nicht mehr mit der alten Kuh. Ja, ich darf das sagen, ich bin selber kein junger Stier mehr. Und du solltest gescheiter auch aufpassen, dass du nicht nur einen Haxen kriegst mit deinen morschen Knochen. Okay, charmant bist du nicht grad. Zum Wohl. Dankeschön. Warum hast jetzt du eigentlich nie geheiratet? Heiraten? Na, das ist nur was für Männer ohne Schmerzempfinden. Bis dass der Tod uns scheidet. Wer garantiert mir denn, dass ich das Weib danach auch wirklich los bin? Aber ich mein, ein Mannsbild, das hat doch auch so seine Bedürfnisse, hä? Alle 2 Jahre kommst du auf die blöde Idee, dass du mich angegangen kannst. Mei, ich bin halt mein Lebtag lang allein. Mag ich halt auch mal lustig sein. Ja, aber nicht mit Jesus, nicht mit mir. Also, Moorwirtin, bevor wir zwei eine Schmuserei miteinander anfangen, da zieh ich lieber die feiten Schuhe an und tanz pudelnackert über den Dorfplatz Schwanensee. Schwanensee, pudelnackert, ja. Mit den Schuhen. Das mag ich sehen. Ist klar wieder. Hauptsache, du schmust nicht mit der Fefi rum. Daher weht der Wind. Nein, keine Angst. Die reiche Zupfgang ist nicht mein Fall. Weißt du, Moorwirtin, wenn wir zwei uns im Himmel einmal wiedersehen, dann lasse ich mich mit dir ein. Aber ehrlich gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass dir das Tor zum Paradies aufgesperrt wird. Ja. Wenn der Petrus die hinauffliegen sieht, dann meine ich, schluckt er einen Schlüssel lieber runter. Aha. Und du meinst, die lässt er rein, hä? Dankeschön fürs Bier. Ja. Vierte. Fertig. Was mach ich jetzt? Ich sauf mir einen Rausch an. Haben die zwei Graberer doch wieder einen Wein von mir erwischt, ha? Die Bagage. So, Schaufi, ich erkläre jetzt den Brief. Prost, Rosa. Halt! Nicht bringen. Sag mal, spinnst du, ha? Du gestinkerter Habe nicht, sagst mir nicht, was ich in meiner Wirtschaft trinken darf. Ja, aber in dem Glasel. Das Glasel geht dir am Pfiffkas an. Und jetzt verschwind's. Ja, aber. Ich trink jetzt in meiner Wirtschaft aus meinem Glasel meinen Wein. Drecksgesindel. Ja gut, wenn du alles besser weißt, dann trink nur dein Wein in deiner Wirtschaft. Schippi, aber sie trinkt doch nicht. Ja, Moorwirtin, heute, nein. So. Ja, was ist? Verschwind's. Ja, was schaut sie so blöd? Marsch! Aber Mei, wird heute doch bloß ein Wein gewesen sein. kriegst keine Luft mehr. So ein Klopfer. Wart. Tut mir mein Kopf weh. Kann mich gar nicht erinnern, dass ich gestern so tief ins Glas geschaut hab. Wie gespinn. Spieglein, Spieglein in der Hand. Wer ist die Kreisligste im ganzen Land? Sie, Frau Wirtin, sind die Kreisligste hier. Aber die Pfeffi Feichtel, die ist noch viel kreisliger wie ihr. Da kommt's eh. Wen hat's denn da im Schlepptau? Kenn ich nicht. So, lala. Das ist die Gastung vom Moorwirt.
vergeht's gut. Nur hereinspaziert. Aber du, Fefi, kannst deinen gepuderten Witwenpopo gleich wieder zur Tür ausbewegen, gell? Seid froh, dass Sie mitgerufen haben. Sie müssen wissen, die Freundlichkeit hat in unserem Dorf und speziell in dieser Burzen noch nie eine Heimat gehabt. Glanz ist nicht der Feichtlin. Wenn ich mag, kann ich sanft sein wie eine Lampe. Nicht Sie sagen. Ich bin die Lena. Ich sag auch immer du zu alle. Das ist ein Netzfleckerl Erden. Magst du was trinken? Willst du was trinken? Da bin aber noch ich die Wirtin, gell? Na, ich brauch nix. Ich muss zuerst einmal die Nachricht verdauen. Ja, da komm ich in das Dorf und dann muss ich erfahren. Dass dir das so nahe geht? Hast du sie jemals getroffen? Ist was passiert? Au, mein Kopf. Na, ich hab meine Tante leider nie kennengelernt. Da schau her, Tante. Ja, sowas Ähnliches. Wir waren über 3 Ecken verwandt. Gibt's sonst nur Angehörige? Also mehrer Familie hat sie nicht gehabt. Wie es ausschaut, gehört die gesamte Sache jetzt dir. Ach so. Das ist echt ein Unglück. Es wär gestorben. Kaum trinkst du dich bewusstlos, kriegst nichts mehr von einem Unglück mit. Ein Unglück. Nix für ungut, Dirndl, aber du hast sie nicht kennt. Sie war eine rechte Biskuren. Ach, jetzt weiß ich's. Ihr redt's von der handigen Kramerin, hab ich recht? Also wie kann man bloß so von jemandem reden, der gerade beim Petrus an der Himmelstür anklopfen tut? Ja, ist ja recht. Also anklopfen kann's ja, aber nein lassen tut das gewiss nicht. Die dicke Kramerin. Ich geb dir ja ungern recht, Pfeffi, gell? Aber die rutscht fein grad in Teifi seine Suppenschüssel und schwimmt als Fettauge oben auf. Sag mal, ignoriert sie mich jetzt ganz, oder was? Frechheit. Woran ist sie denn? Der Bader hat gesagt, das Herz hat einen Schnackler da. Tragisch, wenn man weiß, dass sie gar kein richtiges Herz gehabt hat. Da über den Tisch ist drüber gehängt. Was? In meiner Gaststube? Und wo ist meine Tante jetzt? Oben im Bett liegt's. Was? Die tote Kramerin liegt in meinem Bett? Da bin doch ich gerade aufgestanden. Sie war schon zu Lebzeiten kein schöner Anblick. Aber jetzt schaut's echt zum Fürchten aus. Ja, also war sie so ein unrechter Mensch? Na, sie war schon recht aufs Kraut. Wenn man ein Kraut mag. Wieso ist jetzt die Tür zugegangen? Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich war's der Wind. Der Wind, das himmlische Kind. Da drum liegt da die Frau. Die schaut aus wie ich. Nicht, dass die Sei von meiner Tante Rosa nur rumgeistert. Meinst du mich? Ich bin keine Tante Rosa. Und ein Gespenst bin ich auch nicht. Hey du, red einmal mit mir. Hallo, da bin ich. Es gibt keine Geister. Aber wenn du so ein kleines ängstliches Hasal bist, dann kannst du ja woanders übernachten. Geh, ich hab keine Angst. Aber ich kenn auch was Schönes, als wir mit der Moorwirtin selig unter einem Dach zum Schlafen. Moorwirtin selig? Oh, das hört sich nicht gut an. Ich rede einmal mit eurem Totengräber. Vielleicht kann er meine Tante heute schon holen. Dann kann die gleich da bleiben. Du hast wohl keine Skrupel. Naja, bei der Verwandtschaft nicht anders zu erwarten. Ich zeig dir, wo unsere Graberer hausen. Man soll zwar nichts Schlechtes über Verstorbene sagen, sie war ein rechter Quälgeist. Was heißt da wahr? Also irgendwie habe ich das Gefühl, als ob die Moorwirtin immer nur in ihrer Gaststube sitzt. Anwesend? Reiß dich zusammen, Lena. Es gibt keine Gespenster. So ist recht. Jetzt habe ich einen Dreck im Schachtel. Tot. Einfach tot. Einfach mal so hoppla hopp über den Jordan gegangen. Deswegen schaue ich auch so bleich aus. Und ein entferntes Nichterl habe ich auch noch. Das sind Überraschungen. Gut, dass ich das nicht mehr erleben muss. Tja, was tue jetzt ich den ganzen Tag? Rumgeistern.
Schmarrn. Ich geh jetzt einmal in meine Kammer. Man sitzt ja schließlich nicht jeden Tag tot im Bett liegen. Aber wenn jetzt ich ein Gespenst bin, dann kann ich doch bestimmt auch durch geschlossene Türen gehen. Das probiere ich jetzt gleich einmal. Au! Aber heute nicht. Also ich finde, dass die Moorwirtin besonders friedlich im Bett liegt. Ja, tragisch, tragisch. Gestern habe ich noch zu ihr gesagt, sie war mir zu alt. Und heute ist schon kalt. Ja, wo hast du jetzt das Formular, das noch ausgefüllt gehört? Ah, ja, da war's. Der Bader hat schon draufgekritzelt, dass ein Herzkasperl war. Ja, und meine 3 Grabkreuzel als Unterschrift sind auch schon drauf. Na gut, dann füllen wir jetzt noch den Rest aus. Wo ist denn der Totenschein? Ah ja, den habe ich. Das war gestern wahrscheinlich. So. Jetzt auch. Gut. Also, Ortschaft ist das Moortaler Moos. Das Datum, das gehört Donau. Name des Bestatters, Hannibal Sumpfler. So, Zeitpunkt des Dahinscheidens? Ja, so um 5. Umara 5. Passt. Jetzt zum Namen der dahingeschiedenen Person. Rosa Moderer. Rosa. Hat die keinen zweiten Vornamen gehabt? Ah ja, stimmt, da war was. Pipapo. Pauline. Genau, Pauline war's, danke. Bitte. Moderer. War sie gebürtig aus dem Moortaler Moos? Na, ich glaub, die ist erst mit den neuen Wirtsleiter hergezogen. Aus Zwickelbach. Genau, aus Zwickelbach war's. Genauso wie der Schaufi und ich. Ah ja, Zwickelbach. Jetzt brauchen wir bloß noch das Geburtsdatum. Ja, gut, ich kann es auch ohne wegschicken. Das wahre Geburtsdatum meiner Frau. Schwierig. Bevor du das rauskriegst, Schippe, rucken wir zwei zusammen. Ah, da, schau her. Sehen kannst du mir also auch. Sag einmal! Spinnst du? Na, was ist denn da? Ja, die. Also, da geht's noch ein bisschen undeutlicher. Ja, schau halt hin. Ja, was ist denn da? Da ist doch überhaupt nichts. Ich bin doch nicht blind. Da kann mir. Der Leo kann mich wieder sehen noch hören. Und sie schaut mir an, als ob sie fressen will. Ich will dich schon nicht fressen. Du bist mir nämlich viel zu fett. Oh, ich bin nicht dick. Sag einmal, was redst denn du da daher? Sag einmal, bist du narrisch geworden? Bevor du jetzt redst noch mehr, umso verrückter heute dich. Ach ja. Ach, nix. Ich hab bloß gemeint, da war ein Ratz. Dankeschön. Hättest du nicht auch Schmetterling sagen können? Hannibal. Sag einmal, hast du giftige Schwammerl geraucht? Schau, Schippi, gestern hast du noch gemeint, du verdienst kein Geld mehr, weil du keine Kundschaft mehr hast. Ja, und jetzt hast du mit der Wirtin dein Monatssoll schon erfüllt. Pass aber bloß auf, wem du das verzeihst. Ja, besonders nachdem gestern da die Giftflaschen rumgestanden ist. Nicht, dass die Leute noch glauben, du bringst da extra welche um Decken. Sehr witzig. Ja. Da, und ich schicke jetzt den Brief los. Also, vierte, geidiger Mo. Ach, und Schippi, Finger weg von die Schwammerl. Ja, renn dann auf in die Kammer. Aber mein unwiderstehlicher Körper liegt immer noch eiskalt im Bett drinnen. Bin aber auch wirklich zu bleich. Die Fefi, die darf sich jetzt eine Farbe ins Gesicht schmieren. Ah, hoppala.
Da hab ich doch was. Genau. Das geht bestimmt auch. Ja, verreck. Zu spät, das habe ich schon hinter mir. Was schaust du denn so blöd? Noch nie ein Leicht gesehen. Keine, die spricht. Bin ich der erste Geist, der dir erscheint. Schon komisch, dass jetzt ausgerechnet du mich sehen kannst und die anderen nicht. Die Philomena und ihr bläder Fluch. Oh, gut, dass die Wirtin unser einziges Opfer ist. Sonst hätte ich einen ganzen Gespensterverein am Hals. Geht's dir gut, Moorwirtin? Ja, ein bisschen bleich bin ich heute, gell. Aber das Kopf ist weg. Reißen im Kreuz habe ich auch keins mehr. Und meine Hähneraugen spüre ich auch nicht mehr. Also rundherum fühle ich mich eigentlich wie 20. Glückwunsch. Und du bist jetzt ein richtiges Gespenst. Geisterhafte Erscheinung war mir lieb. Gespenst, das klingt so gruselig. Ah, und das bist du ganz gewiss nicht. Du sauf mir nicht meinen ganzen Enzian weg, gell? Der geht da doch eh nicht mehr. Der für die mal angelangen. Probier's und ich bin nicht die einzige Leiche da herin. Bleibst du mir jetzt für immer erhalten? Ja, frag doch nicht mich. Ich hab mir die Situation auch nicht ausgesucht. Ich kann nicht einmal durch den Wind gehen. Fliegen kann ich auch nicht. Eigentlich kann ich gar nichts. Ich bin völlig umsonst das geworden, was ich bin. Zu nichts zu gebrauchen. Das weiß ich wenigstens, wie ein Mannsbild euch immer fühlen müsst. Nee. Ja, und was ist mit dem Unsichtbarmacher? Na, für die anderen bin ich ja unsichtbar. Bloß du kannst mich sehen. Ha, ich bin ein richtiger Glücksgraberer. Du, aber mal was anderes. Der Leo hat vorhin was von einem Gift gesagt. Meinst du, dass ich vielleicht vergiftet worden bin? Ich weiß nicht, was du meinst. Nein, ich weiß wirklich nicht. Na, keine Ahnung habe ich, was du meinen kannst. Woher soll ich wissen, was du meinst, wenn ich gar nicht weiß, was du meinen kannst? Wie schau ich aus? Zum Vierten. Also ich weiß bloß noch, dass ich da drüben aus dem Glasl getrunken habe. Jetzt habe ich mir halt gedacht, dass das vielleicht ein Gift gewesen ist. Ein Gift? Na, so ein Schmarrn. Und dass du jetzt ausgerechnet du mich sehen kannst und die anderen nicht, das ist doch komisch, oder? Ja, genau. Bruder, weißt du, was ich gerade gemacht habe? Ich wollte doch gerade das Flascherl am Friedhof verstecken. Nicht, dass uns doch noch jemand draufkommt, dass wir die Moorwirtin gestern vergiftet haben. Hinter dir. Jetzt pass auf. Wie ich bei der Feichtelbäuerin im Hof vorbeikomme, kommt sie aus ihrer Tür raus und fragt mich, was ich da in der Hand hätte. Ja, ich war ganz überfordert und habe gesagt, dass in dem Flascherl gerade ein Hurstensafter drin war. Ja, schwuppsdiwupps, reißt sie mir die Flaschen aus der Hand und hat gemeint, sie hat eh schon lange einen Husten bei der Nacht. Aber du hast sie doch nicht trinken lassen. Ja, bis ich geschaut habe, hat sie es geschluckt. Dann staucht sie mir noch zusammen, weil er ihr nicht geschmeckt hat. Vertrat die Augen und ist Stangerl gerade umgefallen. Mitten aufs Gesicht. Aber sie ist recht weich gefallen, weil es mit dem Gesicht zielsicher in einem Kurflang gelangt ist. Mitten rein. Mitten rein. Und dann habe ich mir gedacht, Schaufel habe ich mir gedacht, Ohrratschen weniger bedeutet auch mehr Geld für uns. Aber jetzt weiß ich nicht, ob das nicht doch ein Fehler war. Herrschaftszeiten, also so viel Dinger bin ich nicht gewohnt. Und sie ist wirklich tot. Hi, wie die Moorwirtin. Ha, hoffentlich schon mehrere. Ja, wie meinst du jetzt das? Dreh dich mal um. Hast du sie ausgestopft, so schief angemalt und wieder aufgestellt? Na, sie ist jetzt ein Gespenst. Gespenst? Gespenst. Gespenst! Reden kann ich auch noch. Ich glaube, ich bissel mir gleich die Hosen. Nein, das war jetzt ein ungünstiger Zeitpunkt. Hab ich das richtig verstanden? Ha? Ihr zwei, ihr habt's mir auf dem Gewissen. Also wenn es dich beruhigt, auf einem sehr schlechten Gewissen. Außerdem finde ich, dass dir das Blasse mit dem Bunten ausgesprochen gut steht. Also, ihr zwei habt's mir um die Ecken gebracht.
also eigentlich war es mehr ein Unfall, glaube ich. Und eigentlich war das dein Gift. Nix da! Ihr zwei seid schuld! Jetzt geht ja mir ein Licht auf. Warum's ausgerechnet ihr mich sehen könnt und die anderen nicht? Ja, geht's noch, ha? Habt ihr keinen anderen Zeitvertreib? Also, wenn wir das vorher gewusst hätten, dass du uns wieder erscheinst, dann hätten wir das Quiz nicht gemacht, gell, Schnaufe? Nein, gewiss nicht. Ach so, ich geh euch als Gespenst also im Weg um. Ah, ich glaub, ein Schwein pfeift. Das ist nicht witzig. Aha, ist euch die Angst schon wieder vergangen? Das ist nicht witzig. Naja, wir haben geglaubt, dass es uns jetzt besser geht, weil wir ja jetzt mehr Geld verdienen. Stattdessen haben wir einen untoten Drachen als Haustier. Ganz nach dem Motto, tausche Armut gegen Heimsuchung, eine bleiche Leicht macht reich. Hast du nicht Probleme genug, leg dir doch einen Hausgeist zu. Das ist nicht witzig. Doch, das ist sogar sehr witzig. Ist die Wirtin jetzt auch kalt? Hat's was Gutes? Sie wird nicht alt. Ihr werdet da zwar so deppen sein, glaubst du das? Ja, aber gut, hör zu. Ja, und nein, pass auf, der ist gut, hör zu. Die Feichtel Fefi ist jetzt tot, das Gesicht hat's voller Odelkot. Was ist los? Verstehst nicht, hä? Die Feichtel Fefi. Die Feichtel Fefi. Feichtel Fefi. Oh. Tut mir wahnsinnig leid, wenn ich eure spaßige Runden unterbrechen muss. Aber ich glaub, ich lieg als Leich da draußen im Kurdreck. Und es war doch eine Sache, wenn das nicht so bleiben tat. Darum finde ich das echt gewandt, wenn die zwei Groberer ihren Hintern in Bewegung setzen taten, mir das Gesicht abwaschen und mich in mein Bett tragen. Habt's mich! Abmarsch, hab ich gesagt! Die Fifi ist auch tot. Haben die die zwei also auch vergiftet, ha? Die offensichtlich auch. Aber dass du das gleich gespannt hast, dass du ein Geist bist und nur die zwei die sehen können, Respekt. Ich hab länger braucht dazu. Bin halt nicht so begriffsstutzig wie du. Ich hab einen Schaufel oder einen Volllaufer sehen und dann mich selber Bredelbrot im Mistflacker. Was ist denn mit dir passiert? Hat dich ein Indianer gewatscht? Kann ja nicht jeder so ein Spezialistin in vorsintflutlicher Höhlenmalerei sein wie du. Ich möchte dir nichts sagen, gell? Aber du kannst einmal dein Rührherz Wasser hernehmen. Du stinkst wie eine frisch geodelte Almwiese. Als ob ich das nicht selber wüsste. Ja, und jetzt? Und jetzt geh ich hinüber und schau die zwei Giftmischer auf die Finger, wie es mir wegtragen. Ja, Fedi, halt einmal. Du, wir sind doch jetzt Gespenster. Wir brauchen nicht mehr durch offene Türen gehen. Na, wir können durch geschlossene Mauern gehen. Wirklich? Ja. Ja, das ist ja Quant. Probier's doch gleich einmal aus. Ja, was du hast, das mach ich. Aber mit Schwung, sonst funktioniert's nicht, gell? Ja. Grüß dich. Grüß dich. Ich hätte gern mein Schweiners mit Knädel und am Kraut und dazu ein Trepferl vom Broten. Ich bin nicht die Wirtin da. Die ist gestern... Ich weiß schon. Ich hab gehört, dass du die Wirtschaft wohl erbst. Und drum möchte ich jetzt mein Schweiners mit Knädel und am Kraut. Ja, jetzt schau nicht so gesprengt wie ein Salzbergwerk.
Das habe ich jeden Tag von der Wohlwirtin gekriegt. Jeden Tag? Und das ganz umsonst. Und dazu habe ich aber noch 2 Quartel vom Roten hat's mir ausgeschenkt. Und am Sonntag habe ich sogar noch eine Schmalznudel gekriegt. Und du hast dafür nie was zahlen müssen? Schau ich so aus, wie wenn ich Geld hätte. Na gut, ich find gewiss was in der Speis. Ja, und der Wein? Den hat sie in der Küche versteckt. Hinter die großen Dipf. Damit ihr die Graber nicht alles zusammensaufen. Ja, und jetzt geht's zu? Oder soll ich vielleicht zum Viechtraum gehen? Zu Befehl. Haut schon. Du willst vielleicht eine Brotzeit? Eine saure Essigwurst oder so? Was, eine Wurst? Ja, pfui Teufel. Ich möchte mein Schweiners Mit Gnädel und Kraut, ich weiß. Weißt du was? Ich mach dir einen Vorschlag. Ich schau mir jetzt dann gleich noch mal ein bisschen um und dann koche ich dir was zusammen. Naja, ich bin zwar nicht die größte Köchin, aber irgendeine Suppen werde ich schon zusammenbringen. Auwe. Der Mo, der die einmal kriegt, kann er mal leid tun. Wieso? Ich habe ja gerade gar keinen. Soll das heißen, du hast schon mal einen gehabt? Ja, schon mehrere. Ja, da waren der Gucki, der Linzi, der Hubermichi, der süße Martel, der Hansi, der Bruder vom Hansi, der Blonde vom Maitanz. Ach, wie hat er noch gleich geheißen? Du, wir sind halt da ein anständiger Sumpf. Das ist ja wie bei der Aufzählung von den 12 Jüngern. Jünger? Na, die meisten waren so alt wie ich. Aber mehrere wie Busseln hat's bei mir fein nie gegeben. Ich bin ein anständiges Madel. Anständig. Bei den jungen Leuten geht's zu, wie beim Bibelbabel auf der Hochzeit. Sag einmal, was machst denn du da eigentlich mit den Karten? Ich kann in deine Zukunft schauen. Ach, das ist so ein Krampf. Ja, geh her. So. Jetzt, pass auf. Jetzt ziehst du 3 raus. Und ich sag dir, wenn's heiratst. Zeitweise. Das gang mir gerade noch ab. Ich hab bei meinen Leuten gesehen, dass Heiraten nicht der Schlüssel zum Glück ist. Ah, die laut schreit, ich mag keinen Mo, ist oft gleich als Nächste dran. Und jetzt zieh 3 Karten. Ach, wenn's meinst. Ah, der Herzober. Ah, der Großachter. Und? Ich hab's gewusst. Was? Madel, es dauert nicht mehr lang und du findest den richtigen Burschen. Und in einem Jahr ist Kindstag. Bei meiner Say. Jetzt mal ein Teufel nicht an die Wand. Du, ich verlieb mich nicht so zackig. Was? Nicht so zackig. Gucki, Linzi, Michi, Martel, der Hansi, der Bruder vom Hansi und der Blonde vom Maitanz ohne Namen. Vierte. So. Und ich schau jetzt mal, ob ich irgendwas über meine erschwindelte Tante erfahre. Ha, was ist denn da dahinter? Oi, die Brief. Aha. Mist. Ach. Servus. Grüß dich. Leo. Lena. Hübsch. Danke. Fesch. Findest? Blaue Augen.
Schiefe Nasen. Das ist nicht wahr. Nein, nicht wahr. Lausdirndl. Von da. Ich schon, du aber nicht. Woher? OG nix. Dorffest, tanzen, morgen, mir zwei. Klumpfuß. Echt? Nein, Scherz. Verliebt? Verlobt? Verheiratet? Neugierig. Manchmal. So. Leo. So. Lenal, Hallo, Dri? find's raus? Gewiss nicht. Bussel? Trau dich. Trau mich nicht. Feigling. Ja, und jetzt? Moi. Schau. Ja, mich leckst am Arsch. Was soll ich dran lassen? Grüß dich, Leo. Wer war denn das Mädel? Ein Engel. Jesus, Leo, du wärst doch nicht in die Fänge von einem Weibertz geraten. Sag einmal, du kennst das Dirndl auch nicht, oder? Nein, noch nie gesehen. Sag einmal, stimmt das mit der Moorwirtin? Ja, der Bruder sagt, es war ein Herzkasperl. Die arme Sei. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Amen. Amen. Du, was ganz anderes, ich suche die Fifi. Ich hätte nämlich ihre Trachten schon fertig. Ich hab seit dem Morgenkaffee nicht mehr gesehen. Aber geh noch einen Geruch noch. Weil wenn's noch Parfüm stinkt, dann kann's nicht weit sein. Weil ich muss jetzt nämlich mein Engel suchen. Renn du nur in dein Unglück. Dann gibt's ja jetzt ein Trauerfreibier. Jetzt schau dem Leo nicht so nach. Der ist jetzt ein Großbauer. Leo, wieso? Naja, ich habe meinen Hof vermacht. Aber das weiß er noch nicht. An Leo, warum denn? Ja, mei, wenn man keine eigenen Kinder hat. Und der Leo war immer ein guter und fleißiger Knecht. Aber der Jakel, meinst du, der kann uns hören? Aber was? Der kann uns wieder hören. Nur singen. Schneidig schaut er wieder aus. Ach, schade, dass wir nicht mehr unter die Lebendigen sind. Dann hätte ich dir schon gesagt, dass der Jackel mir gehört. Der Jackel hat einen Geschmack. Erst gestern hat er mir gesagt, dass er mit mir aufs Dorffest gehen will. Mit dir, Fußkrankenkurs, nie im Leben und auch nicht im Tod. Sogar als Geist hat er mit mir vorlieb nehmen. Er riecht aber auch zu geschmackig, gell? Ah, der riecht wie ein frisch putzter Reitstiefel. Recht hast du. Was ist denn das? Sag mal, rennst du rein? Bist du ein Rindviech? Ja, woher weißt du nicht, dass der meine Rotzerei mitkriegt? Aber du, der kann uns weder sehen noch hören, aber spüren kann er uns. Das gibt der Gaudi. Pass auf. Wart, ich weiß noch was Besseres. Was ist denn das? Bei alle heiligen Nothelfer! Das ist der Gaudi. Pass auf, Rosa. Jetzt komm wieder ich. Finale! Wart, ich weiß was Besseres. Was ist denn da los? Lass wieder aus! Das Haus ist verflucht! Da herin spukt! Rindviecher Blöde! Was ist denn passiert, ha? Ich hab grad das Gefühl gehabt, wie mich ein alter Ackergaul abschlägt. Und gleich
hab ich einmal Zwatschen gekriegt. Das war die blöde Feichtlin. Ja, aber du hast der mit deinem blöden Schmatzer gewiss vergift. Vergift? So, Schusterjackel, mach dir keine Sorgen. Das kann schon mal passieren, wenn's wieder umschlagt. Da schlagt einem schon einmal der Wind ins Gesicht. Doch, mein Bruder hat recht. Jetzt trinkst du erst einmal einen Schnaps. Hm? Wenn's ihr zwei nicht schon längst tot wart, dann darf ich euch eigenhändig da würgen. Aber heute... Ist schon gut, passt schon. Ja, die Rosa hat recht. Geht's ja nur ein Stammball vom toten Trankerl, dann spuken wir zwei nicht mehr umeinander. Jetzt schau her, Jackel, jetzt trinkst du mal den. Wirst sehen, nachher geht's dir gleich viel besser. Hm? Danke. Wenn ihr ein bisschen weniger draufgeladen hättet, kann ich jetzt die Tür zumachen. Danke. Bitte? Was war jetzt das? Der gute Geist von der Moorschenk. Also, glaubst du dann jetzt auch, dass es in unserem Dorf Gespenster gibt? Mei, also eigentlich nicht. Aber manchmal, da habe ich schon das Gefühl, als ob da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Na, keine Angst, Philomena. Das sind gewiss keine grantigen Kobolde. Wenn du das sagst, Seit 4 Wochen passieren mir lauter komische Sachen. Tieren gingen auf und zu, Sachen liegen an einem anderen Platz. Du, aber ich bin ja nicht die Einzige. Die anderen Leute im Dorf erzählen auch so komische Geschichten. ja, der Batsbauer ist gestern in sein Klohäusl eingesperrt worden. Das war ich nicht, das war die Pfeffi. 4 Stunden ist er nicht mehr rausgekommen, bis er seine alte halb der Frau gefunden hat. Okay. Aber das ist doch für ein Mannsbild nichts Schlimmes. Die hockern doch eh den ganzen Tag. Entweder auf dem Heisel mit der Zeitung, auf dem Kanapee mit der Pfeifen oder auf der langen Leitung. Oder auf die Ohren, wenn's dir aber so schaffst. Bei der jungen Moosbeide. Da hat am Sonntag irgendwer alle Hähner ins Haus gelassen. Du, die haben ihre die ganze Stumm voll gemacht. Da viel Teufel. Ja, entschuldige bitte, wer nicht auf meine Beerdigung kommt, hat Strafe verdient. Mir passiert aber nie was Schlimmes. Nur nette Sachen. Zum Beispiel bin ich eine grauenvolle Köchin. Ich schmeiß einfach alles in einen Topf und schau, was rauskommt. Du, wenn aber jetzt Essen fertig ist, dann schmeckt es richtig gut. Das ist Zauberei. Das ist keine Zauberei, das ist Salz und Pfeffer und Talent. Du, und meine Kammer, die schaut oft aus, als hätte ich 3 Stunden nichts anderes da als putzt. Das ist mein Stichwort. Ich muss das Bett noch machen. Halt, die Pfeffi hat gesagt, ich darf den Schippi nicht aus die Augen lassen. Und zum Schusterjacke muss ich heute auch noch. Da? Schon wieder? Oh, das ist sackelig kalt heute. Obwohl endlich einmal wieder die Sonne gescheint hat. Kommt im November die Sonne wieder raus, steht noch vor Ostern eine Hochzeit ins Haus. Bist am Ende gar du die Braut? Ja, das war eine Gaudi. Na, ich mein schon die. Ja, denk an die Karten, die was ich da gelegt hab. Du redst vom Leo, hab ich recht? Hast du ihn nicht gern? Nein, ich darf ihn schon nehmen. Aber seit das Testament eröffnet worden ist und raus ist, dass er der neue Bauer am Feichtelhof ist, da hat er sich verändert. Irgendwie meint er ist jetzt was Besseres. Grüß dich, Schwarzel. Raus ist kalt, ich bin jung und du bist... Da, überleg dir gut, was du jetzt sagst. Ich bin jung und du bist bald meine Frau. Soll das ein Antrag sein? Hab ich's nicht gesagt? Ja, wenn du mich jetzt schon so direkt fragst, warum eigentlich nicht? Und, was sagst du? Na, so nicht. Hä? Ja, du meinst, weil dir das jetzt gerade so zwischen dir und Angel einfällt, hupf ich gleich wie ein naives Lamperl auf der Frühlingswiesen in den Tee und sag ja. Ja, ich hätte schon gemeint. Falsch gemeint. Also ich verstehe die Frauen nicht. Fragst gar nicht, dann sind sie traurig. Fragst früher, dann sind sie geschammig. Und fragst spät, dann sind sie grantig.
Und da soll sich dann ein Burschen auskennen. Ich nimm doch nicht an jeden dahergelaufenen Platzhirschen. Einen reichen Platzhirschen. Ich hab nämlich jetzt ein Geld, einen großen Hof und einen Haufen Grund. Und angeben tust wie ein Steinfeuer Affen. Willst mir mit deinem Sach imponieren? Ja. Puh. Nein, Herrschaftszeiten, du bringst mich ganz durcheinander. Ja, du bist bei mir gerade an der falschen Adresse. Ich bin nicht scharf auf deine damische Erbschaft. Da hab ich's nicht gesagt. Naja, aber rechtswider ist ja jetzt auch nicht, dass ich ein geidiger Bauer bin. Also so viel Geld hast auch wieder nicht, dass man die vom Fleck weg heiraten möchte. Ja, da reden wir dann in 30 Jahren weiter. Weil dann bin ich nämlich immer noch reich, aber du bist schon alt und schier. Autsch! Das war jetzt nicht so gemeint. Lena! Die Volldepp. Mich wundert's, dass der bloß eine gepfeffert hat. Fix! Kinder. Ist er aus? Wie ein heißer Scheiß. Also, wenn einer bloß mit Tiere da protzt, dann kann er mir gestohlen bleiben. Nicht verzweifeln. Wenn der Herbsttag gülden lacht, heut ein Streit nicht über Nacht. Das vergiss ich ihm nicht so schnell. Ach, na, Kinder. Servus. Hallo? Hallo? Ich bin ein Gespenst. Feichtlingerin, ich hab dir schon öfters gesagt, dass das nicht spaßig ist. Ein Spulverderber. Hui, puh. Ist das eine Borndelkeiten da draußen? Also ich spür nix. Seid ihr Engel, befriert's mich nimmer. Du warst nie ein Engel, bis jetzt keins und wirst du keins werden. Wo ist denn der andere Quälgeist? Drosa, geht dein Bruder auf den Geist. Wir finden, ihr müsst's mir leiden. No mehrer. Also seit 4 Wochen bringe ich kaum ein Auge zu, weil ihr zwar andauernd euer Goschen offen habt. Entweder ihr kichert oder ihr streikt euch oder noch schlimmer, ihr singt. Ich hab feier schöne Stimmen. Halleluja, Halleluja. Es heißt sei nicht umsonst Ruhe in Frieden. Wir taten euch ja weniger im Weg umgehen, wenn der Schusterjackel auch bei uns rumgeistern tat. Aber na, du musst damals doch noch spannen, dass das ein Gift ist und ihm das Glas aus der Hand schlagen. Ja, Gott sei Dank. Sonst hätte ich nur eine 4. Krumm aussehen müssen. Außerdem habt ihr hoch und heilig versprochen, ihr lasst die Finger von ihm. Ja, ich halt mich ja droh. Aber auf die Rosa müssen wir auch kommen. Die meine plant irgendeine Dummheit. Was? Heute früher war das Giftflaschel verschwunden, bis ich nach meinem Dahinscheiden vorsichtshalber verrannt hab. Na, also noch einen Toten kann ich nicht auf mein Gewissen lassen. Das Geld, was wir da verdienen, ist ein Blutgeld. Ja, es klang schon, dass wir euch zwei... Ja, weißt schon. Meinst du echt? Ihr seid schuld, dass wir... Ja, weißt schon. Ja, warum findet ihr dann sonst keinen Frieden? Und mir auch nicht. Schaufi, ich kann jetzt bloß für mich reden. Aber abhalten hättest du mich nicht können. Ja, bis du Schlafmützen einmal schaust, hab ich 3 Flaschen leer getrunken. Es gibt wohl nur einen anderen Grund, warum ich und Rosa noch da sind. Da fällt mir ein, dass ich den Batsbauern wieder rauslassen muss. Hast du ihm schon wieder am Heisel eingesperrt? Ja, aber diesmal hab ich ihm auch noch sauber Feier unterm Hintern gemacht. Ich habe ihm nämlich sein Klopapier mit Chili einpulvert. Der macht bald jeden Pavian Konkurrenz. Ach, da seid ihr. Ich such euch schon überall. Wie schaust denn du aus?
Du weißt schon, dass Weiß eine ganz schlechte Figur macht. Depp! Wo ist denn Rosa? Das ist ja das Komische. Ich hab sie verloren. Was? Ja, wir wollten gerade eine Inschrift raussuchen für ihr Kreuzerl. Weißt schon, was Lustiges? Also, mein Favorit war ja, man muss den Totengräber loben, sie liegt korrekt. Fürs Rundkopf oben. Ein schön Spricherl. Ja, finde ich ja. Ja, aber wie ich mich umdrehe, ist die Moorwirtin verschwunden. Sagst du die? Dann hat sie sich schon wieder aus dem Staub gemacht. Ja, das kann doch nur bedeuten, dass er den Schusterjackel doch noch zum Gespenst machen will. Wir müssen den Jackel finden, bevor es spät ist. Ja. Hör auf geht's, Graber! Halt! Zum Jackel ist hinten aus kürzer. Geht's weiter, und dann schon ich gesagt. Ihr zwei redst die Geschichte aus. Ja, meinst du, das bringt was? Freilich. Oh, das war knapp. Ihr klärt die Sache jetzt unter 4 Augen. Ich mag aber nicht. Und wirst du magst so, magst du jetzt daher und wir warten, bis die Lena kommt. Wenn's sein muss. Magst du Bier? Ja. Ein Bier. Warum hab jetzt ich mein Gifttrankerl nimmer? Muss mir aber auch der Leo in die Quere kommen? In dem Moment, wo ich das Gifttrankerl im Jackel sein Tee schütten will. Ich bin gleich so erschrocken, dass ich alles verschütte. Was mach ich denn jetzt? Soll ich die vielleicht im Waschzuber ertaufen? Oder vielleicht ins Moor locken? Magst du die Lena überhaupt? Unbandig und narrisch, wie so ein durchtrater Gockel. Ja, und sie die gewiss auch. Ja, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Was ist denn das? Ich bin doch nicht besoffen. Rosa, du Rindviech, von ein bisschen auf den Hintern setzen ist noch vorne gestorben. Ja, mei, oh mei. Also, Prost, Jackel. Prost. Also irgendwie schmeckt mir das Bier von der Lena viel besser wie das von der alten Moorwirtin Selig. Wahrscheinlich hat die zintige Scherm immer reingespuckt. Das geht das jetzt schon wieder los? Hä? Leo, Frage. Was gibt's? Bist du ein richtiges Mannsbild? Also, wenn's mich fragst, ich sag schon. Aber mich fragt ja keiner. Wie meinst du denn das? Ja, bist du ein richtiges Mannsbild oder muss ich meinen Koffer draußen stehen lassen? Saubär! So richtig, ja schon. Also, jetzt weiß ich wenigstens, was ihr Männer für Gespräche führt, wenn wir Frauen nicht dabei sind. Da haben wir nicht viel versammelt. Ha, da kommt ja mir eine Idee. Also, bitte, hoffentlich bist du weit genug weg. Keine Angst, ich bin ja kein Saubär. Kann funktioniert haben. Ja, um Gottes Willen! Jackel! Jackel, du wärst doch nicht hin sein, sag halt was! Fix! Jackel, willkommen im Totenreich. Verfluchter Herbst mit Haut mit der Stürre drauf. Das war nicht der Wind, das war ich. Ich war das. So, Jackel, komm, jetzt sitzt erst einmal da her. So, genau, sitzt einmal her. So, und ich mach jetzt einmal schnell einen kalten Wickel. Ja, das war nicht Leo. Leo? Das ist ja noch gar nicht hin. Da brauche ich stärkere Geschütze. Oh, pass auf, so jetzt. Halt die bloß zurück! Unterbrich mich nicht, sonst hau ich daneben. Finger weg vom Jackel! Ja, ist ja klar, dass du den nie wieder loskriegst. Einen und denselben bis in alle Ewigkeit. Kann Pfad werden, hast recht. Kommt nicht mehr vor. Jetzt ein Jackel, schau. Jetzt gehst du mal heim. So, genau, jetzt gehst du mal heim, legst die hin. Gell, und ich nein. Und ich versprich dir, das mit der Lena, das renn ich wieder ein. Irgendwas stimmt da herin nicht. Vierte Leo. Vierte Jackel? Oh mei.
Also ich glaub, den hat's am Kopf mehr erwischt, wie ich gemeint hab. Du kannst deine faltigen Hände einfach nicht von ihm lassen. Ja, bin ja schon wieder brav. Ah, der Angeber ist auch wieder da. Dann kann ich ja gehen. Leni, bleib bitte schön da. Was willst du denn? Reden will ich mit dir. Ich wüsste nicht, was. Haben die gestritten? Das schaut so aus. Es tut mir leid. Was denn? Dass die Sonne scheint. Das Heiligamt heuer wieder auf dem 24. fällt. Oder vielleicht doch, dass du ein großkotziger, überheblicher Großbauer geworden bist. Lena, das Letztere meine ich. Ich will dir mal eins sagen. Ich hab's nie leicht gehabt im Leben. Mein Vater, das war genauso ein geschwollschädelter Großbauer, wie du jetzt bist. Die Lieb war bei uns nie daheim. Da hab ich lieber meine 7 Zwetschgen gepackt und bin für immer fort. Und jetzt sage ich dir auch die ganze Wahrheit. Ich habe überhaupt kein Recht da zum sein. Ich bin überhaupt kein entferntes Nichterl von der seligen Morbidin. Das habe ich alles bloß erfunden, weil ich gehofft habe, dass ich da ein neues Daheim finden kann. Sie ist gar nicht deine Nichte. Jetzt bin ich vernichtet. Und dann laufst mir auch noch du über den Weg. Ein Kerl, der mir so richtig an den Kopf vertraut. Das ist ein Wunder, das vielleicht nur einmal im Leben passiert. Und was machst du? Du erbst einen Hof und wärst wie mein Vater. Ich bin immer nur der gleiche. Ja, wünschen da diesmal. So, jetzt weißt du die ganze Wahrheit. Heute noch pack ich mein Zeug und verschwind. Lena, also, Ja, Jetzt mach schon! Lena, ich hab noch nie jemanden so gern gehabt wie die. Und wenn du das verlangst, dann gib ich die Erbschaft wieder zurück. Was? Ich wünsch mir bloß das, dass ich dir das daheim bieten kann, was du dein Leben lang gesucht hast. Und deswegen frage ich dich jetzt ehrlich und gut überlegt. Lena, willst du meine Frau werden? auf keinen Fall. Was? Das war ein Scherz. Natürlich, Wui. Also, ich trenn's fein nicht. Ja, nicht. Sind wir jetzt wieder gut mit zwei? Das war nicht schlecht, wenn wir heiraten wollen, oder? Ja. Wir stehen's Aufgebot, du kommst als Bayerin zu mir auf den Feichtelhof und was dann aus der Wirtschaft wird, das kann uns doch dann egal sein. Was aus der wird, das kann ich dir sagen. Ich hab all die Briefe gefunden und da war die Hals schnell. Lena, du wirst mir doch jetzt nicht ohne Bussel da stehen lassen. Jetzt bist wieder mein alter Leo. Mei, wie romantisch. Die hat's gut. Jetzt darf mich bloß interessieren, was das für Briefe waren. Da sind die zwei. Was denn für zwei? Ich bin doch ganz allein. Er meint, die Lena wird wohl nicht weit sein. Schaut mal, der Hirn ein Moosbummel. Schippi, Schaufi, ich hab fantastische Neuigkeiten. Ja, der Leo und die Lena heiraten. Was? Die Lena wird deine Frau? Das hab ich ja noch gar nicht gesagt. Mein Bruder hat wohl hellseherische Fähigkeiten. Hirnbeiß. Ja, aber er hat recht. Die Leni hat ja gesagt und sie wird meine Bayerin. Ja, ist das nicht wunderbar? Ja, meine größte Glückwunschkartensprüche, grauere Gratulation. Ich schließe mich den Worten meines Vorredners an. Dankeschön. Und jetzt trinken wir einen drauf. Ja, und was wird aus der Wirtschaft? Die gebe ich wieder weiter. Und zwar an die rechtmäßigen Erben. Was? Sachsen, die, dann bist du gar nicht der Moorwirtin, ihr Nichterl. Das war ein Irrtum. Genau. Dafür gibt's aber nur Angehörige, von denen keiner was gewusst hat. Genau gesagt 2. Jetzt bin ich gespannt. Ja, wer soll denn das sein? Die 2 Moorbrüder da. Was? Wir sind mit der Moderin verwandt?
Die zwei. Ich glaube, ich muss sterben. Zu spät. Ich hab all die Briefe gefunden. Ja, die sind wohl von der Moorwirtin ihrer richtigen Mutter, die sie die Pflegeeltern geschrieben hat. Und da steht drin, dass die Rosa ein Pflegekind war. Hast du das gewusst? Pflegeeltern. Ja, aber wer meine richtige Mutter ist, das habe ich nicht gewusst. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Die Moorwirtin war ein angenommenes Kind von den alten Wirtsleit. Genau. Ihre richtigen Eltern waren Hans und Maria Sumpfler. Na. So haben doch unsere Eltern geheißen. Gescheiter Groberer. Ja, die Moorwirtin war eure Schwester. Die Rosa und die gestingerten Bordelkramer sind Geschwister. Ich finde das überhaupt nicht lustig. Weil eure Leute nicht viel zum Leben gehabt haben, haben sie ein Kind in Pflege geben müssen. Ja, das bedeutet jetzt aber auch, dass ihr zwei die rechtmäßigen Erben von der Wirtschaft da seid. Wir zwei und Wirtsleit. Aber ich kann ja gar nicht anständig kochen. Lern erst einmal anständig essen. Und die Lena und ich helfen euch dann sicher gern mit der Wirtschaft. Also, Prost. Prost! Aber später, weil jetzt schnapp ich mir meine Braut und verzirk's auf meinen Heiboden. Glückwunsch zur Erbschaft! So schlimm ist das jetzt auch wieder nicht. Dann seid ihr alle drei Geschwister. Ja und? Ja, davon stirbt auch keiner. Du schon gleich zweimal nicht. Schaust aber nicht gerade aus wie ein begeisterter Geist. Ausgerechnet die zwei Groberer, meine Brüder. Und so kreislige auch noch. Was taten mir sagen? Ausgerechnet ein Gespenst. Und so ein Schier's auch noch. Ja, ich mein, irgendwie seid's schon recht aufs Kraut. Ja, du bist jetzt auch kein Unrechte. Also ich hab deinen Schweinsbraten immer gern gegessen. Also dann. Aber umarmen müssen wir uns jetzt nicht, oder? Bei allen Bartheiligen bist narrisch. Groberer, seid ihr allein? Was heißt da schon allein? Mir geht der Fluch nicht mehr aus dem Kopf, den ich euch vor ein paar Wochen an den Kopf geschmissen hab. Wisst ihr noch, wie der geheißen hat? Seelen, die durch euer Streben einst verlieren einmal ihr Leben, sollen als Geister euch recht plagen, bis ihr lernt, auch zu entsagen. Ich hab keine Ruhe mehr. Ich nehm den Fluch auf der Stelle wieder zurück. Ja, geht das so einfach? Weiß ich nicht. Ich hab mir gedacht, ich probier's einmal. Führt euch. Halt, warte mal, Philomena. Bis ihr lernt's auch zu entsagen. Vielleicht bedeutet das Sprichwort ja auch, dass wir das Geld, das wir mit den Gespenster verdient haben, jemandem geben sollen, der das nötiger hat. Gespenster? Ah, doch, Bruder, das ist eine gute Idee. Gib's her. Ja, vielleicht hat dann der ganze Spukschlamassel ein End. Ich weiß zwar jetzt nicht, was passiert, aber falls wir uns jetzt nimmer sehen, viel Glück auf eurer Reise. Was meint denn der? Er gibt uns frei. Hm? Philomena, da, werd glücklich damit. Ich weiß jetzt zwar nicht, was du gerade dahergeredet hast, aber gleich morgen kaufe ich mir ein Schweiners mit Knädel und am Kraut. Sie sind weg! Wer ist weg? Es hat funktioniert. Was hat funktioniert? Jetzt stell dich nicht so. Die zwei Erdschaufler sind uns los. Ha? Bruder, die Gespenster sind verschwunden. Glaubst du, die kommen noch mal zurück?
Die Geister haben einen Geist aufgegeben. Jetzt haben sie endlich ihren Frieden. Und mir, Vielleicht sind sie ja noch da, aber wir sehen's halt nicht. vielleicht. Ich fühle mich gleich viel leichter. Ja. Komm, jetzt schauen wir uns in unser neues Haus um. Wir könnten ja den Gasthof umnennen. Wie war's mit Geisterbrei, ha? Ja, Spitzenidee. Wenn ihr noch da seid, ist so ein nervigen Gruftflüchtling. Viel Glück. Ihr wart schon zwei besondere Gruselmonster. Pfiat euch. Seid ihr jetzt noch da oder nicht? Das glaubt doch mir kein Mensch. Irgendwer sind sie mir ins Herz gewachsen, die zwei Stinkbären. Was? Unsere zwei Vergifter? Geh, Rosa. Trunken haben wir das Gift schon ganz allein. Oder hättest du die abbringen lassen? Im Leben nicht. Und wenn ich nicht als Gespenst erschienen war, dann wissen die jetzt gar nicht, wer meine richtigen Eltern sind. Tja, meine Brüder waren nicht versorgt und der Leo hat die Lena nicht gefunden. Amen. Ja, und was machen wir zwei Sumpfhähner jetzt? Ich mein, draußen vor der Tür wird uns schon ein Licht aufgehen. Komm, Moderin, machen wir uns auf den Weg. Naja, lang gehen wir eh nicht miteinander. Warum? Aber ich geh auf und du musst runter. Was, Käfi? Wir sagen einfach zu denen da oben, dass die uns als Schutzgeister herunterlassen sollen für die ganze Bagage. Und wenn die da drum nicht mitspielen? Wenn die uns erst kennengelernt haben, lassen die uns freiwillig wieder runter. Da kannst Gift draufnehmen. Ahoi!